Vielleicht sollte ich mich erstmal vorstellen. Gestatten, Okernick, Wassermann aus der Oker. Ich glaube, einige von euch habe ich schon mal gesehen. Wenn ihr am Sonntag an der Oker spazieren geht, dann sitze ich manchmal im Schilf und beobachte euch. Ja, und ich habe euch heute was mitgebracht. Diese Perücke. Wisst ihr, wie alt die ist? Die ist schon über 200 Jahre. Ich bin sogar noch ein bisschen älter, so alt wie die Oker. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Doch diese Perücke, die gehörte mal einmal auf einen ziemlich klugen Kopf. Den Kopf vom Lessing. Kennt ihr den? Gotthold Ephraim Lessing. Ja, und dieser Lessing, der war ein ganz berühmter Dichter. Und der war beim Herzog von Braunschweig angestellt, um die Bibliothek in Wolfenbüttel zu leiten. Und der trug so eine Perücke. Das trug man damals, so wie man heute Hüte trägt. Oder eine Haarspange vielleicht. Ja, und wenn der nicht gerade dichtete oder sich in der Bibliothek zu schaffen machte, traf er sich gern mit seinen Freunden aus dem Braunschweig. Und das tat er auf halbem Weg zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig, genau hier in Stöckheim. Am alten Weghaus natürlich. Wie hieß es? Am alten Weghaus? Ja. Das ist nämlich da hinten bei dem ganz rosanen Pavillon. Und dahinter sind zwei Teiche. Und genau da fand die Geschichte statt vor 200 Jahren. Dahin flosselte ich nämlich damals mit meinem Freund, dem Fisch. Wir haben so einen kleinen Kanal entdeckt, der von der Oker unter der Straße hindurch direkt zu einem der Teiche führte. Und da sahen wir ihn, den Lessing, mit seiner weißen Perücke. Er saß am Ufer und, ihr werdet es kaum glauben, er sprach mit zwei Fröschen. Die saßen da und quakten vor sich hin. Der Lessing erzählte irgendeine Geschichte von einer Schlange, die Götter den Fröschen zur Königin gemacht haben. So ein Blödsinn. Weiß doch jeder, dass Schlangen Frösche zum Fressen gern haben. Denn die Frösche verstanden Gott sei Dank nichts. Ich und mein Freund der Fisch, wir wollten gerade laut lospusten. Da sahen wir sie. Eine Schlange. Eine Ringelnatter, die sich ihren Weg durch das Schiff auf die zwei Frösche zubahnte. Ihr müsst wissen, Ringelnattern sind ganz dünn und vielleicht so lang. Uns Menschen können die höchstens kitzeln, aber wie gesagt, Frösche haben sie zum Fressen gern. Und der Lessing war gerade an einer Stelle, wo er seine Hand ausstreckte und zu den Fröschen rief: Hiermit, ihr quakenden Gesellen, gebe ich euch die Schlange zur Königin. Genau in diesem Moment zischte die Schlange nach vorne und auf die zwei Frösche zu. In allerletzter Sekunde sprang diese davon und auf die Hand vom Lessing. Na, der hat sich vielleicht erschrocken. Der hat sich so doll erschrocken, dass er zur Seite kippte und seine Perücke verlor. Die fiel in den Teich und trudelte langsam auf mich zu. Die Frösche waren bei den ganz Aufregenden längst von seiner Hand gefallen. Die Schlange war längst im Schilf verschwunden. Und der Lessing stand auf, klopfte seine Sachen ab und merkte, dass ihm sein Haupthaar fehlte. Tja, er konnte er lange suchen. Die hatte ich natürlich längst gemobst und war mit dem Unterholz verschwunden. Herr Lessing, Ihre Kutsche ist da, rief es von der Straße. Und Lessing hatte keine weitere Zeit mehr, auch nur an seine Perücke zu denken. Er musste zu seiner Kutsche gehen. Damals haben Bibliothekare noch nicht viel verdient. Es hat sicherlich einige Jahre gedauert, bis ich Lessing eine neue schöne Perücke kaufen konnte. Mir war das egal. Ich schwamm glücklich zurück in meine Wasserburg und legte diese schöne Perücke zu den anderen Kopfbedeckungen berühmter Leute, die sich mal in der Oker verirrt hatten. Aber das sind viele andere Geschichten, die ich euch ein anderes Mal erzähle. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, passt beim nächsten Mal auf, wenn ihr an der Oker lang geht, sonst klaue ich euch eure Perücke auch noch.